Im Mittelmeer sterben 300 Menschen und alle tun betroffen. Meine Güte, ist das schrecklich. Dabei muss man ehrlicherweise sagen, dass Flüchtlinge im Mittelmeer sterben, ist Teil der Abschreckungsstrategie der EU. Es ist im Prinzip gewollt. Und das hat Deutschland auch mit abgenickt und immer unterstützt. Wir wollen doch, dass die Afrikaner wissen, wir lassen euch verrecken, wenn ihr versucht, rüberzukommen. Ich meine, das ist halt das christliche Europa. Das ist das, was das christliche Europa immer ausgemacht hat. Überheblichkeit, Macht, Mord, unterlassene Hilfeleistung. Und um den Zynismus dann zu vervollständigen, gab es sogar auf den Särgen der Kinder, die da ums Leben gekommen waren, noch Teddybären. Wahrscheinlich bezahlt von dem Geld, was die verlogene EU für den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also manchmal fragt man sich wirklich, ob man zu dem Verein überhaupt noch dazugehören will. Das hört aber nicht auf, es wird immer verrückter. Der italienische Ministerpräsident hat jetzt posthum alle Toten zu italienischen Staatsbürgern erklärt. Was denen leider nicht mehr so wahnsinnig viel bringt. Die Überlebenden, sollte man meinen, werden vielleicht auch zu italienischen Staatsbürgern erklärt. Nein, bei denen ist es nicht so. Denen würde es zwar was bringen, aber die kriegen eine Anzeige und müssen 5.000 € Strafe zahlen. So ist das nämlich. Illegale Einwanderer müssen in Italien 5.000 € Strafe zahlen. Ich denke, die meisten haben ihre Kreditkarten direkt griffbereit, wenn sie aus dem Meer gefischt werden. Und wir Deutsche, ja, unsere Welt ist soweit in Ordnung, solange Horst Seehofer unsere Autobahn gegen die Ausländer verteidigt und die AfD unser Geld vor den Südländern beschützt und Innenminister Friedrich nicht müde wird, immer wieder zu betonen, dass das Boot hier nun wirklich voll ist. Sehen wir dazu einen Dia-Vortrag von Justus Kaufhold. Die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik. Fragt Innenminister Friedrich, welche Asyl- und Flüchtlingspolitik? Ich mach doch gar keine. Stimmt. Aber eigentlich war die Sache mal glasklar. Nachdem wir etwas Mist gebaut hatten, schrieben uns die Gründerväter Artikel 16 Absatz 2 ins Grundgesetz. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Bis 1992, da entdeckte die CDU die Asylanten als Wahlkampfthema. Der Deutsche fand's super. In seltener Eintracht schufen CDU, CSU, SPD und FDP den sogenannten Asylkompromiss. Oha, Eva Herrmann. Weiter. Asyl beantragen darf seitdem nur noch, wer nicht über ein sogenanntes sicheres Drittland einreist. Das sind zufälligerweise alle um uns herum. Raffiniert eingefädelt. Wenn also ein Verfolgter nicht gerade mit einem Fallschirm über Buxtehude abspringt oder mit einem Boot auf Sylt landet, wird's schwierig. In Zahlen. Heute kommt ein Asylbewerber auf 1000 Deutsche. Am Ende werden aber nur 1,2% Asylanträge anerkannt. Das heißt, letztlich kommt auf etwa 100.000 Deutsche ein Mensch mit Bleiberecht. Eindeutig Überfremdung. Also für den ehemaligen Asylanten. Aber versuchen Sie das mal Ihrem Stammtisch beizubiegen. Also, Herr Friedrich. Falsches Bild. Also, Herr Friedrich, wenn Sie das nächste Mal rufen, unser Boot ist voll. Die einzigen Boote, die voll sind, sind die vor Lampedusa.